Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind hier in Duisburg, der ehemaligen Kulturhauptstadt 2010. Hier ist auch der Osttürkestan Kultur- und Informationsverein ansässig. Hier ist auch Uygur TV ansässig, der Fernsehsender, der Sie in Zukunft über die Geschehnisse in Osttürkestan informieren wird. Der Informationsfluss der Medien in letzter Zeit fokussiert sich immer auf eine ganz bestimmte Sache. Warum ist das so? Wollen wir das so? Müssen sich die Medien an uns richten oder wir an die Medien? In China geht es mit den Menschenrechten bergab. Nur die wenigsten von uns wissen, was mit den Uiguren dort wirklich passiert. Die Uiguren sind ein kleiner Teil von 35 Millionen Menschen, immerhin, die dort extrem unterdrückt werden. Ich habe die Duisburger mal gefragt, was wissen sie über die Verhältnisse in China? Schauen wir mal. Ich weiß, dass turk sprechende Bevölkerung im östlichen Teil oder im westlichen Zentralasien lebt. Ne? Unter anderem die Uiguren in Westchina. Weiß ich, also es gibt diese Minderheit und die werden fühlen sich unterdrückt. Ob es unterdrückt werden, kann man von hier aus schlecht beurteilen, aber sie fühlen sich unterdrückt und mehr weiß ich im Prinzip nicht. Naja, weil die Medien uns nicht davon berichten. Dass er irgendwo eine Nachrichtensprache ist. Da sind die Chinesen stark drin. Okay. Oder weil es wirtschaftliche Konsequenzen hat für Europa? Sehr wenig, nur aus der Zeitung und ich lese nicht regelmäßig Zeitung. Es ist eine unterdrückte Bevölkerungsgruppe. Sicherlich ist das richtig, dass man da vielleicht mehr von wissen müsste, aber hängt vielleicht an der chinesischen Regierung, die keine Informationen rauslässt. Wahrscheinlich ist es so. Nein. Nur den Namen bisher, sonst nichts weiteres. Dass es da Protestbewegungen gibt, die teilweise von der Zentralregierung in China massiv unterdrückt werden. Ich vermute mal, das wird wohl die Technik oder sagen wir, die Informationstechnik der Chinesen sein, dass die permanent ja solche Dinge alle unter den Tisch fallen lassen und unterdrücken. Man kriegt ja von diesen ganzen Sachen so gut wie gar nichts mit. Ja. Ne? Anstatt immer nur über den blöden Sport zu reden, sollte man über solche Sachen hin, damit wir Deutschen auch mal aufgeklärt, was in der Welt sich abspielt. Das wäre wichtig. Wenn Sie mal vergleichen, dass im Augenblick unheimlich viel Unrecht überall passiert, egal ob im Irak, in Syrien oder auch im Gazastreifen und natürlich auch in China, ja, dass da die Minderheiten unterdrückt werden. Da weiß ich gar nicht, ob dann überhaupt noch genug Platz ist. Man wird ja überhaupt nicht informiert über solche Stämme oder überhaupt über was in den anderen Ländern passiert. Man wird nicht informiert, in keinster Weise. Ich würde mir halt liebend gerne sowas anhören oder sowas mitbekommen, als halt Hollywood-Stars, was die halt erleben, was die halt, ob die halt nackt rausgehen oder ob die halt jemanden betrügen, ist mir halt momentan scheißegal. Die ganzen finanziellen und wirtschaftlichen Interessen stehen immer im Mittelpunkt der ganzen Länder, sodass viele, auch nicht nur gerade da, in anderen Ländern auch, dass viele Sachen unter den Tisch gekehrt werden, die man nicht mitbekommt, weil einfach die wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen.